Die Mutter von Sven lebt in einem Heim für Demenzkranke. Jeden Abend auf dem Weg von der Arbeit nach Hause schaut Sven kurz bei ihr vorbei. Er parkiert sein Auto, geht zu seiner Mutter und beginnt mit ihr zu reden. Heute reagiert sie gar nicht auf ihn. Sven kennt das, es macht ihm nichts aus. Eines Tages fragt ihn ein Arbeitskollege, weshalb er seine Mutter so oft besucht. Sie kenne ihn doch gar nicht. Sven denkt an seine Kindheit und Jugend zurück. Daran, wie seine Mutter ihm ein Pflaster über das Knie klebt, nachdem er sich beim Fußballspielen verletzt hat. Daran, wie sie ihn tröstet, nachdem ihn seine erste Liebe verlassen hat. Daran, wie sie strahlt, als er sein Studium abgeschlossen hat. Und daran, wie sie sich Zeit für seine Kinder, ihre Enkelkinder genommen hat. Aber sie kennt dich doch gar nicht, sagt der Arbeitskollege nochmals. Sven antwortet, ja, das stimmt, aber ich kenne sie. Und das ist Grund genug, ihr so viel Liebe zu geben, wie mir möglich ist. Denn sie hat mich zuerst geliebt. Yes, wir starten mit einer neuen Predigtserie. Heute an dem Morgen starke Beziehung, und zwar aus den 10 Geboten raus. Wir haben hier ein kurzes Film gesehen. Der eine Satz möchte ich unbedingt mitnehmen. Aber ich kenne sie. Ich weiß, wer sie ist. Spannender Satz. Wir kommen später darauf zurück. Die 10 Gebote, neue Predigtserie. Für mich ist es immer ein cooler Moment, einzusteigen, wieder mit einem neuen Thema und miteinander ein Stückchen Weg zu unterwegs sein. Ich habe mich auch gefragt jetzt in der Vorbereitung, wie ist das denn gerade jetzt in dieser Zeit, ist das überhaupt passend? Es ist ja ein bisschen eine angespannte Situation, eine angespannte Zeit. Und da habe ich gedacht, was ist wichtig? Was sollen wir miteinander darüber nachdenken? Wo soll man gestärkt unterwegs sein? Und ich habe gemerkt, eigentlich ist das genau perfekt. Starke Beziehungen. Das ist das, was man besonders braucht. Ich sage jetzt mal sogar, wenn irgendwo eine Krise ist. Ich weiss nicht, wie es dir geht in dem Ganzen rein. Vielleicht bist du völlig entspannt, vielleicht aber auch nicht. Und egal, ob du in Quarantäne bist, daheim auf dem Sofa, in Isolation, da im Saal, Beziehungen, die nähen familiären Beziehungen besonders, das ist etwas so Entscheidendes. Und ich wünsche mir, dass wir starke Beziehungen haben in unseren Familien. Und darum der Start heute mit dem 5. Gebot. Den finde ich besonders interessant, weil das ist sehr relevant. Ein absolut relevantes Gebot, sage ich mal, Ehre Vater und Mutter, weil jeder von uns ist ein Sohn oder eine Tochter. Also es betrifft jeder Mensch auf dieser ganzen Welt, egal ob du da in dem Saal rein bist, ob du daheim bist im Livestream, ob du das später schaust, ob du sagst, ja, ich bin Christ und mit Jesus unterwegs, oder ob du sagst, ich weiss von dem auch nichts, ich habe einfach mal reingezappt. Jeder von uns hat einen Vater und eine Mutter. Und ich wünsche jedem von uns gestärkte Beziehungen daheim zu den Eltern in der Familie, weil das etwas ist, was so wunderbar gut tut. Wenn ich das einmal anschaue in der Bibel, dann merke ich auch, dass es für Gott etwas absolut Wichtiges und Entscheidendes ist. Dass es einen höheren Stellenwert hat. Die 10 Gebote, wenn man die so ein bisschen anschaut, sieht man, das ist aufgebaut wie aus 2 verschiedenen Abschnitten. Die erste Tafel, der erste Abschnitt, Gebot 1 bis 4, wo es um die Beziehung geht von den Menschen zu Gott. Und dann die zweite Tafel, Gebot 5 bis 10, wo es um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Vom Mensch zu Mensch. Und bei starken Beziehungen steigen wir darum gerade dort ein. Ich will dich aber auch ermutigen. Wir haben vor 2 Jahren eine Predigtserie gehabt zu der ersten Tafel, zu der Beziehung der Menschen zu Gott. Auch etwas mega Spannendes. Wir haben hinten so ein Handout aufgelegt. Das kann man so mitnehmen.
Steht natürlich auch digital zur Verfügung. Also im YouTube zum Beispiel, wenn man ein bisschen runterscrollt, sieht man dort den Link eingeblendet, um das Handout auch digital abzuladen. Das ist natürlich auch für die da sind. Man kann das auch anstatt im Papier in echt nehmen. Und da hat es verschiedene Hinweise darauf, auch zum weiter suchen gehen. Auch den Link zu dem Film, den ich gezeigt habe, auch zu anderen Filmen, wo wir werden sehen im Laufe dieser ganzen Serie. Und auf der Rückseite habe ich auch unten dran den Link eingeblendet, um die erste Tafel von diesen 10 Geboten nochmal reinzugehen, nochmal zu vertiefen, nochmal anzuschauen. Also etwas, was sich sicher sehr lohnt und wo ich euch einladen dazu, mal so ein bisschen die ganzen Gebote da richtig einzutauchen und einen schönen Überblick haben, einen grossen Überblick über das Ganze. Auch wenn man ins Neue Testament hineinschaut, das Gebot, Ehre Vater und Mutter, oder dass Familie so einen höheren Stellenwert hat, das taucht dort auch immer wieder auf. Interessant. Der Paulus schreibt an Timotheus: Hey Timotheus, du bist gerade eine neue Gemeindeleitung am Einsetzen. Schau du einmal, wie das bei diesen Familien die Hause so läuft. Wenn es dort gut ist, dann funktioniert es auch in der Gemeinde. Das ist noch interessant, so die Gewichtung, die man da entdeckt, die man da mitbeobachten kann. Und auch an anderen Orten wird immer wieder deutlich, wie wichtig die Beziehung ist zwischen den Eltern und Kind. Oder jetzt, aus unserer Perspektive heute, zwischen dem Kind und den Eltern. Und wir alle sind Kind von unseren Eltern. Zum Einsteigen in das Thema möchte ich einmal den Vers vorlesen aus dem 2. Mose 20. Vers 12. Das ist ein Bibelvers, da heißt es: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und dann geht es weiter mit anderen Geboten. Ganz interessant, das erste und das einzige Gebot, das auch mit einer Verheißung dasteht. Wir kommen nachher noch darauf zurück, was das könnte bedeuten. Und wollen aber auch eintauchen mit dir persönlich. Meine Frage zum Start ist an dich: Wie geht es dir, wenn du jetzt darüber nachdenkst, jetzt kommen dann Gebote, die 10 Gebote. Vielleicht löst das in dir so Gefühle aus, so ein bisschen mulmige Gefühle. Jetzt höre ich wieder, was man machen muss, was man umsetzen muss. Vielleicht irgendeine Art Druck. Aber vielleicht löst das ganze Thema Eltern in dir komische Gefühle aus. Vielleicht merkst du, deine eigene Familie, wie sie irgendwie, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, auch vielleicht einen gewissen Zerbruch hinterlassen hat. Wie nicht alles perfekt war. Und du denkst, jetzt muss ich heute über das nachdenken. Das löst nicht nur gute Gefühle aus, das löst auch schlechte Gefühle aus. Vielleicht kommen dir Sachen in den Sinn und du merkst, in meiner Familie war mehr Zerbruch. Das fällt mir schwer, Ehre deine Eltern. Wie soll ich das handeln? Ich möchte dich einladen und dir sagen, herzlich willkommen im Boot von uns allen. Jeder von uns ist eigentlich in eine zerbrochene Familie in die Welt hineingekommen. In einer zerbrochenen Familie gross geworden. Also meine Eltern, ich hatte eine gute Kindheit, ich denke sehr gerne zurück, aber ich kann nur ehrlich sagen, sie waren nicht perfekt. Und ich darf das Privileg haben, dass ich selber Kinder habe. Manchmal denken gewisse Leute, Pastoren sind die perfekten Eltern. Aber ich kann ganz ehrlich sein, ich bin weit davon weg, der perfekte Vater zu sein. Es gibt keine perfekte Familie, es gibt keine perfekten Kinder, es gibt keine perfekten Eltern. Auch seit dem Adam und der Eva gibt es nur zerbrochene Familien. Zerbrochene Familien, die irgendwo versuchen, das Leben, den Alltag zu meistern, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt und irgendwo darin vorwärts zu gehen. Und wir alle dürfen uns bewusst sein, in der Familie ist Zerbruch da. Seit dem Anfang der Welt eigentlich ist Zerbruch da in den Familien. Und trotzdem will Gott da etwas Neues hineingeben, etwas Neues hineinverheißen. Und ich möchte gerne da einen König aus dem Alten Testament noch dazu zu nehmen, bevor wir da so richtig ins Gebot eintauchen. Und zwar die Josia. Die Josia war ein König, der ist mit 8 König geworden. Vielleicht denken jetzt einige, der hat schon mit 8 seine Karriere gestartet. Hey, nicht schlecht.
Aber ich denke, dem Josia ist nicht so wahnsinnig fantastisch gegangen in dieser Zeit. Der hat doch mega viele Herausforderungen gehabt. Der ist wahrscheinlich jeden Morgen aufgestanden und gedacht, wieso bin ich jetzt König? Und der ist ja König geworden, weil sein Vater nicht mehr da war. Sein Vater ist ermordet worden. Ich kann mir vorstellen, wie Josia jeden Morgen da gestanden ist und gedacht hat, der fehlt mir, mein Vater. Da ist ein Zerbruch da in der Familie. Da ist ein Loch, da ist etwas nicht gut, da ist etwas unperfekt. Und dann ist etwas ganz Interessantes, eine interessante Wendung in der Geschichte bei dem Josia. Sie haben im Tempel Verbesserungsarbeiten gemacht und haben dabei eine Schriftrolle gefunden. Und zwar die alten Schriften. Die alten Schriften vom Alten Testament, Bücher von Mose, Gesetzesbücher. Irgendwo sind die da verstaubt hinter einer Wand hinten dran gestanden. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich gleich wie heutzutage bei uns in der Schweiz. Wenn dann jemand noch eine Bibel daheim hat, bei vielen Leuten steht sie irgendwo verstaubt im Regal und sie wird nicht vorgenommen. Und die Josia hat dann etwas gemacht. Er hat gesagt, bringt die alten Schriften dahin. Und sie haben die alten Schriften zu ihm gebracht und haben gesagt, jetzt lesen sie vor. Und die haben alles vorgelesen. Wahrscheinlich sind das die 5 Bücher von Mose, die sie da vorgelesen haben. Von vorne bis hinten. Das war die Reaktion von Josia. Er hat brüllt. Er hat brüllt. Wahrscheinlich, weil er das gelesen hat und gesehen hat, hey, da ist so viel Zerbruch da. Zerbruch in meiner Beziehung zu Gott. Zerbruch von unserem Volk zu Gott. Zerbruch in der eigenen Familie. Da ist so vieles nicht gut. Aber die Josia, der hat einen Entschluss gefasst. Er hat gesagt, das Wort, die Gesetze, die Gebote, die will ich nehmen. Ich will nicht einfach jetzt das machen oder so, sondern ich will sie mir wirklich zu Herzen nehmen. Ich werde euch einen Vers vorlesen aus dem 2. Könige, den ihr gerne auch mitlesen könnt, wo das die Josia, so, wo man erfahrt über die Josia, wie er das macht. Und zwar heißt es da, und der König stand auf dem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, und das ganze Volk trat in den Bund ein. Und das ist auch mein Wunsch, wenn wir über die 10 Gebote nachdenken, wenn wir heute über das 5. Gebot nachdenken, dass wir das wie die Josia machen. Dass wir sagen, wo berührt das mein Herz? Wo löst das etwas aus? Und dass wir mit unserem Herz und mit unserer Seele zu Gott kommen und sie für Gott öffnen und sagen, Gott, wirk du da das, was du willst. Und für das will ich auch jetzt beten. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort. Danke, dass wir die Bibel heute haben dürfen und praktisch jeder hat die Bibel daheim. Und wir möchten sie führen wie die Josia. Wir wollen darin lesen. Und wir wollen unsere Herzen aufmachen. Dass das nicht einfach irgendwelche Gesetze oder Gebote sind, sondern dass du durch dein lebendige Wort in unser Leben hineinreden kannst. Zu unseren Herzen kannst reden. Und wir wollen dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du ein Gott von der Veränderung bist. Dass du Zerbruch kannst heilen. Amen. Wenn wir jetzt über die 10 Gebote nachdenken, dann ist es zum Start mal wichtig zu überlegen, was bedeutet denn die 10 Gebote? Wieso haben die Josia zum Brüllen gebracht? Was bedeutet das heute in der Zeit vom Neuen Testament für uns? Was kann es bei uns auslösen? Wir leben ja in einer anderen Zeit hinein. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, die 10 Gebote, die sind doch da, wenn ich alle Gesetze und Gebote einhalte, dann habe ich ein genug gutes Leben und dann führt das dazu, dass ich mal in den Himmel gehen kann. Die Ewigkeit mit Gott kann verbringen kann. Dass ich das Eintrittsticket habe, quasi in den Himmel. Und das ist noch ein spannender Ansatz, weil eigentlich stimmt das. Eigentlich ist das wirklich wahr. Das tut Jesus bestätigen, der Paulus tut es bestätigen im Neuen Testament. Wenn einer kommt und das ganze Gesetz, das ganze Gebot einhaltet, dann ist er so heilig und gut und gerecht, dass er mal in den Himmel kommt. Ich habe aber auch gedacht, eigentlich ist das auch nicht so cool, weil also ich persönlich kann mich da nicht dazu rechnen. Ich lebe nicht so perfekt. Nur schon das, jetzt wo wir heute darüber nachdenken, Ehre, Vater und Mutter. Ich muss euch ehrlich sagen, mindestens einmal im Leben habe ich schon mal einen schlechten Gedanken über meine Eltern gehabt.
Und auch wenn es mir noch so leid tut, es ist nicht mehr perfekt. Und wenn ich dann weiterdenke, Neid, Stolz, Eifersucht, andere Sachen, die es gibt, vielleicht bist du der erste Mensch von dieser ganzen Welt, der es schafft, all die Gesetze einzuhalten. Also wenn wir heute über die 10 Gebote nachdenken, dann ist das nicht, mach jetzt alles und dann kannst du dir Gott dann anrechnen, dass du genug Gutes da hast, um irgendwie in den Himmel hineinzukommen. Ich glaube, das geht nicht. Da sind wir hilflos verloren. Und das wird auch im Neuen Testament so aufgegriffen. Der Paulus schreibt das den Galater. Ich werde euch da auch einen Bibelvers vorlesen, wie er das den Galater sagt. Er schreibt es ihnen so, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, weil es schafft ja niemand, das alles einzuhalten, unmöglich. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Schöne ist ja, der Paulus sagt auch, hey, alle Gesetze einhalten, alle Gebote einhalten, das kann der Mensch nie zum Ziel führen. Aber es gibt einen anderen Weg, den Weg vom Glauben. Der Weg vom Glauben an Jesus Christus. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Also Paulus sagt, eigentlich ist das sogar ein Fluch für uns Menschen, wenn wir versuchen, alles einzuhalten, weil am Schluss werden wir es nie schaffen. Sondern er hat uns losgekauft, Christus, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also mit anderen Worten, Jesus hat gesagt, all das Schlechte, all die Verfehlungen, all die Momente, wo das Gesetz nicht eingehalten werden kann von jedem Menschen, das nehme ich auf mich. Das hat Jesus gesagt. Und er hat es mitgenommen als Kreuz und hat dort die Strafe getragen für alles Unperfekte, für allen Zerbruch. Und ist gestorben und ist so zum Fluch geworden für Gott. Er hat das alles mitgenommen als Kreuz. Und darum schreibt der Paulus, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben, zwar wenn wir sagen, Jesus, ich glaube das. Ich will die Vergebung von dir in Anspruch nehmen. Dann wird Gott gnädig sein. Dann wird Jesus vergeben. Und dann dürfen wir sagen, wir dürfen das ewiges Leben haben bei unserem Vater im Himmel. Sogar dann, wenn wir so unperfekt sind, weil er uns vergeben will. Aber dann können wir sich fragen, gut, was sind die 10 Gebote dann? Kann man sagen, ja, okay, Gott ist so gnädig zu uns, dann können wir ja wenigstens ein bisschen Zähne knirschen, die 10 Gebote einhalten, um ihm ein bisschen etwas zurückzugeben. Als Dankeschön oder so. Da muss ich sagen, nein, das ist falsch. Das ist falsch. Wir können Gott nie etwas zurückgeben für seine Gnade, die er hat. Die ist geschenkt. Es ist unmöglich für uns, das jemals aufzuwiegen oder zu vergelten oder etwas dran zu zahlen oder so. Nein, das ist es nicht. Was sind denn die 10 Gebote sonst? Für mich sind die 10 Gebote ein Stückchen Himmel auf Erde. Wenn ich das so erklären darf, eigentlich seit dem Zerbruch bei Adam und Eva, ganz am Anfang, war eine riesige Trennung zwischen den Menschen und zwischen Gott. Der Himmel war weit weg, das Göttliche war weit weg. Das Volk Israel zieht dann in die Wüste, sie sind am Berg Sinai und dort kommt Gott auf die Welt und begegnet am Volk, begegnet am Mose auf dem Berg, fast von Angesicht zu Angesicht und gibt ihnen die 10 Gebote. Also es ist quasi etwas Göttliches, das in die Welt hineingebrochen ist und dort den Menschen geschenkt worden ist. Also wenn ich heute über die 10 Gebote nachdenke, dann ist es für mich etwas Göttliches, das hineinbricht in unsere Welt und uns ein Stückchen Himmel auf Erde schenkt. Also wenn ich es mir so vorstelle, die 10 Gebote, die erste Tafel Beziehung von Menschen zu Gott, wenn ich das so leben kann, mit der Kraft von Gott, dann ist ein Stückchen Himmel auf Erde für mich. Wenn ich die zwischenmenschliche Beziehung, so in der zweiten Tafel, Gebot 5-10, kann leben, wie das da steht, dann merke ich, wie ein Stückchen Himmel in mein Leben hineinkommt. Eine Bereicherung für mich und mein Leben da auf dieser Welt. Etwas unglaublich Schönes, etwas unglaublich Gutes. Und das ist auch mein Wunsch, dass wir das so mitnehmen dürfen. Ein Geschenk von Gott für uns Menschen. Ein Stückchen Himmel auf Erde, da für uns, wo wir mitnehmen in unsere Beziehungen hinein, wo wir mitnehmen in unsere Familien hinein, in unsere Beziehung von uns Kindern zu unseren Eltern. Ein Stückchen Himmel auf Erde. Ich möchte gerne auch, dass wir das Gebot möglichst gut verstehen. Das heisst da Ehre, Vater und Mutter. Das Wort Ehre, was bedeutet das eigentlich? Heutzutage, wenn man von Ehre redet,
Das ist etwas, was auch nicht mehr so vorkommt, einmal bei unserer Schweizer Kultur. Wir sind nicht so die Menschen mega hoch ehren. Vielleicht gibt es das bei der Siegerehrung, oder? Dort tut man jemanden ehren, der den ersten Platz gewonnen hat. Oder aus irgendeinem Krimi ist so ein Ehrenmord, das hört man vielleicht noch. Oder so ein Ehrenverdienstkreuz oder Ehrenmedaille, wenn man die überkommt. Es ist interessant, es steht immer im Zusammenhang mit Leistung. Man tut etwas und dafür wird man dann besonders geehrt. Interessanterweise ist, dass in der Bibel eigentlich genau anders verstanden wird. Jemandem wird Ehre zugesprochen, nicht für das, was er macht, sondern für das, was er ist. Also die Ehre, wenn es so heisst, Ehre Vater und Mutter, dann geht es nicht darum für das, was Vater und Mutter da haben, in erster Linie, sondern es geht um das, was sie sind. Wenn wir es auch weiter anschauen, biblisch, wie ist das gemeint, dann kommen wir sehr schnell zum Punkt, eigentlich gehört alle Ehre, gehört letztlich immer Gott. Gott gehört alle Ehre auf der Welt und im Himmel überall. Das bedeutet, wenn Gott sagt, da gibt es gewisse Menschen, die haben Ehre verdient, aufgrund von dem, was sie sind. Das bedeutet, dass wir etwas Göttliches durch die Menschen in die Welt hineinkommt. Und umgekehrt bedeutet das auch, dass etwas, wenn ich jemandem Ehre gebe, wo die Ehre so zusteht, dass die Ehre letztlich dann auf Gott wieder zurück hinweist. Das ist ein kleiner Hinweis jetzt zum Beispiel auch für mich als Papi, dass ich nicht zu meinen Kindern gehe und sage, so, jetzt wirst du mich da ehren. Und wow, da kann ich stolz sein, weil so viel Ehre zu mir kommt. Sondern es ist auch ein Hinweis, um zu sagen, alle Ehre, die allenfalls kommt, für mich jetzt als Papi, die gehört letztlich ganz Gott. Und auch vom Begriff her Ehre, Kavod, was so im Althebräischen heisst, da steckt die Bedeutung vom Gewicht drin. Also man tut etwas ein Gewicht geben, das dem auch gebührt. Es ist etwas Gewichtiges oder etwas Wichtiges für das Leben von einem. Und wenn wir jetzt in der Bibel schauen, was ist denn die Ehre? Was ist das Göttliche, das durch die Eltern ins Leben von den Kindern hineinkommt? Dann sind es wie 3 Sachen, die mir da deutlich werden. Das Erste ist, ganz offensichtlich, jeder von uns ist mal auf die Welt gekommen und Gott tut offensichtlich Männer und Frauen, Eltern, als Partner mit reinnehmen in seinen Schöpfungsakt von neuem Leben. Jeder von uns hat eine Mami und einen Papi. Das kann man ja nicht mal auslesen. Also niemand kommt auf die Welt und sagt, ja, ich habe dann ausgelesen, ich habe im Fall keine Mami und keinen Papi oder so. Man kann ja auch nicht auslesen, in welche Familie das man reinkommt. Das ist etwas Unabänderliches. Jeder von uns hat eine Mami und einen Papi. Und Gott hat auf seine Art und Weise entschieden, okay, Gott ist der neues Leben macht, aber ich will die Menschen dazu brauchen, dass das Leben entstehen. Also Gott nimmt die Menschen und tut sie teilhaben an dem Schöpfungsakt quasi. Also schon bevor die Mami oder der Papi gute Sachen machen können oder schlechte Sachen machen können, tut Gott sie teilhaben und sie sind etwas. Sie sind ein Teil vom Schöpfungsakt, wo Gott eigentlich vollbringt. Das Zweite, wie Gott eigentlich das Göttliche durch die Eltern da hineingibt, das ist, dass er den Eltern eine Art einen Erziehungsauftrag gibt. Er gibt ihnen ein Amt für die Familie, für die Kinder zu schauen, für da zu sein für die Kinder, um sie zu erziehen, dass sie mündig werden, aber andererseits auch im Glauben zu fördern und erziehen. Also quasi jeder Mann, der ein Vater ist quasi stellvertretend für Gott, auch da, um das Kind erziehen und zu fördern und zur Mündigkeit zu bringen. Und jede Frau, die eine Mutter ist, ist auch da, um seine Tochter, seinen Sohn zu erziehen und zu fördern und zur Mündigkeit zu bringen. Quasi das Amt, das Gott so den Menschen gibt. Also sag jetzt mal, bevor die Eltern das gut oder schlecht machen, ich weiß nicht, wie es deine Eltern gemacht haben, aber bevor sie es gut oder schlecht gemacht haben, hat Gott ihnen die Aufgabe, das Amt, den Auftrag gegeben, eigentlich einen göttlichen Auftrag, wo die Menschen so wie Stellvertreter sind dafür. Und das Dritte, auch ganz interessant, jede Vaterschaft, jede Mutterschaft ist letztlich auch ein Hinweis auf Gott. Weil die Menschen, gerade die an Gott glauben, werden ja als Kind von Gott beschrieben. Und als Kind von Gott, als Sohn, als Tochter vom Vater im Himmel, ist jede Vater
Kindbeziehung, jede Mutter-Kind-Beziehung auch irgendwo ein Hinweis auf die Vaterschaft von Gott. Es gibt einen Vers, den ich da euch dazu vorlesen will. Der steht im Epheserbrief. Und zwar im Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Vaterschaft, Patria, im Altgriechischen, wo da geschrieben ist, das wird manchmal auch übersetzt mit Geschlecht, mit Familie, mit Generationen. Aber es ist so nah verwoben mit dem Wort Vater, dass es da auch in der Elberfelder Übersetzung super übersetzt ist mit Vaterschaft. Dass auch jede Vaterschaft, die auf dieser Welt stattfindet, oder auch jede Mutterschaft, kann man sagen, die weist hin auf die Vaterschaft vom Himmel, dort, wo alle Vater-Elternschaft herkommt. Also wenn man davon redet, Ehre Vater und Mutter, dann ist das zuallererst auch für das, was ein Vater und eine Mutter ist und nicht zuerst für das, was sie gemacht haben. Was ja sehr unterschiedlich kann sein, was sehr gut kann sein, aber was auch manchmal sehr herausfordernd oder schlecht kann sein. Wir werden uns heute auch noch Zeit nehmen, um kurz darüber nachzudenken, was das ganz konkret auch bedeuten kann, was das ganz konkret auch wie das aussehen kann. Ehre, Vater und Mutter, was bedeutet das jetzt für einen, der ein Kind ist, für einen, der erwachsen ist, für einen, der vielleicht schon älter ist. Wie kann das aussehen? Und wir wollen wirklich da kurz 2-3 Blicke reinwerfen und fangen aber ganz unten an, quasi in dem Alter, wo ein Kind auf die Welt kommt. In dem Alter, wo ein Kind auf die Welt kommt, wo die Eltern vielleicht frisch gebackene Eltern sind, wenn man das so darf sagen, dann ist dort interessant, genau ein Punkt, der auch wieder aufgegriffen wird im Neuen Testament, wo genau das Gebot zitiert wird. Und der Paulus sagt, hey, genau das ist wichtig, tun das so handeln, macht das so, und zwar aus einem speziellen Blickpunkt. Ich möchte das euch gerne auch vorlesen. Aus dem Epheser 3. Ist das richtig, oder? Habe ich gerade die falsche Bibelstelle im Kopf? Ja, ich meine die nächste. Kannst du mir die nächste geben, bitte? Genau. Epheser 6, Vers 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Jetzt wird da das Gebot genau herbeizogen. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also der Vers zeigt uns eigentlich 2 Sachen. Und zwar erstens für Kinder gehört zum Ehren mit dazu, dass man ein Stückchen weit gehorsam ist und auf die Eltern hören. Ihr seid jetzt alle aus dem Kindesalter draussen, das müssen wir jetzt eigentlich im Kids-Treff erzählen gehen. Dann würde alle sagen, ja gut, sagen das meinen Kindern ruhig mal. Ich habe aber extra den 4. Vers hier angehängt, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also auf die andere Seite kommt den Eltern da auch eine grosse Aufgabe zu, dass man sagt, hey, ihr seid da, um euer Kind zu erziehen, und am Schluss sollte das dann in die Mündigkeit hineinführen. Und es gehört aber auch noch etwas anderes dazu. Da wird es erwähnt in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ich möchte eine andere Stelle vorlesen, um 5. Mose, wo das sehr schön gebracht wird, was das bedeutet. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen. Ist noch interessant, das Herz kommt da wieder zur Sprache, wie beim Josia. Dem ist ins Herz hineingegangen, wo er die Gesetze gelesen hat. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, oder mit anderen Worten, egal was du gerade am Machen bist, gib deinen Kindern weiter, was du von mir gehört hast, von Gott. Und das ist, wenn ich da jetzt mal euch Grafik, den ersten Teil von der Grafik, von einer kleinen Grafik zeigen darf. Es ist da vorne alles ein bisschen klein.
auch wenn man das digital schaut. Aber darum habe ich das auch auf dem Handout noch abgedruckt. Also man kann das nachher auch mitnehmen oder digital noch anschauen, um es ein bisschen genauer zu sehen. Ich habe da auch verschiedene Bibelstellen dazu geschrieben, zum Beispiel gerade die vom Epheser 6, 1-4. Das kann man da auch fast nicht lesen, weil es so klein ist. Aber da dann auf dem Handout sieht man das wunderbar und könnt ihr das nochmal nachschlagen. Auch weitere ergänzende Bibelstellen. Das bedeutet, die Grafik jetzt, wenn man das mal den ersten Blick drauf wirft, als Baby, als Kind ist klar, Ehre bedeutet, auf die Eltern hören, sich von ihnen führen lassen. Oder als Eltern bedeutet das, als Vater und Mutter. Und ein Stück weit auch für uns als Gemeinde, für unsere Kinder, dass wir unseren Kindern nicht nur erziehen, sie fördern, dass sie selbstständig werden können, sondern auch, dass wir ihnen den Glauben weitergeben, so wie wir ihn selber leben. Nicht nur am Sonntagmorgen im Kids-Treff, sondern daheim, beim Aufstehen, beim ins Bett gehen, beim Mittagessen, beim Vierertisch, wenn es Streit gegeben hat, wenn es wunderbar läuft, wenn man grilliert im Wald oder heimkommt vom Arbeiten. Es gibt so viele wunderbare Gelegenheiten. Etwas, was da mega wertvoll ist. Was bedeutet es denn weiter? Ist ganz interessant. In der Bibel wird oft ein Alter erwähnt, und zwar das Alter von 20. Ein Alter, das ich auch da so wie in der Grafik drin habe. Genau. Danke vielmals. Ich habe das einmal so geschrieben. Bei 20-jährig erziehen zur Mündigkeit. So habe ich das da geschrieben. Die Älteren sind dann nicht mehr die frischgebackenen Eltern, sondern die reifen Eltern. Der Wunsch, ihr seht da, die Linie ist relativ sehr flach, also irgendwann im Teenie-Jahr wechselt das relativ zügig, wo immer mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung da ist oder gefördert wird auch von den Eltern. Das wäre ein spannendes Thema, um da mal darüber nachzudenken. Was sagt die Bibel echt darüber? Wie geht man mit Kindern um? Wie geht man mit Teenies um? Was bedeutet es, ein 20-Jähriger zu sein? Zum Beispiel im Alten Testament hat 20-Jährig bedeutet, dass man wehrfähig war, dass man eigene Abgaben für die Stiftshütte oder den Tempel entrichtet hat. Das hat bedeutet, dass man eigentlich wie als selbstständig angeschaut worden ist, wo es darum gegangen ist, wer darf ins verheißene Land und wer nicht. Also es war so ein Alter, wo man gesagt hat, ab dort ist klar, ab dort ist man eigenverantwortlich. Ab dort muss eine Mündigkeit da sein. Und das ist auch noch interessant für uns als Eltern, bedeutet das, irgendwann geht es ums Loslassen, ums Freigeben und ums Sagen, eigene Entscheidungen müssen an, eigene Konsequenzen müssen getragen werden. Also als erwachsene Kind, als Eltern kann ich meinen erwachsenen Kindern nicht mehr sagen, du, das heisst nicht 10 Gebote, du musst mich ehren, darum bis jetzt mir gehorsam. Das ändert irgendwie auch von der Bibel her zu einer Mündigkeit. Für mich bedeutet das jetzt von Kind zu den Erwachsenen, wie tue ich sie als Erwachsene ehren? Dass ich sie zum Beispiel um Rat frage. Aber dann mündig, wie ich bin, auch im Glauben, dass ich es im Glauben mit Gott prüfe und eine eigene gute Entscheidung fälle. Wenn ich mir vorstelle, meine Kinder, wenn sie erwachsen sind und ein schönes, mündiges Leben führen und dann kommt einer zu mir und sagt, du, deine Kinder sind aber von guten Eltern, dann wäre das etwas, was mich ehrt, wenn ich sehe, ja, die sind selbstständig, sind im Leben nachgekommen. Das gehört auch zum Ehren dazu, dass ich sage, ja, ich weiss jetzt nicht, vielleicht bist du gerade etwa 20 und sagst, ja, ich übernehme Verantwortung. Das bedeutet ja auch, als Kind zum Eltern ehren, das, was ich gelernt habe, das nehme ich mit. Und ich tue jetzt nicht die ganze Zeit zu den Eltern kommen und sagen, ja, Mami, Papi, du musst jetzt für mich schauen. Oder du musst jetzt schauen, wie alles läuft, dass alles gut rauskommt und so. Sondern dass man sagt, hey, das, was du mir mitgegeben hast, das nehme ich jetzt und stehe auf eigenen Beinen. Ich habe gerade in der Vorbereitung noch einen Vortrag gelesen, zu dieser flachen Kurve. Der Referent hat das noch einfach einen Gedanken, ganz kurz, den ich noch spannend gefunden habe. Er hat gefunden, beim Erziehen geht es mehr darum, dass man sagt, wie das läuft, dass man Schranken setzt und Bahnen vorgibt. Beim oberen Teil, wo es nicht mehr zur Mündigkeit geht, geht es mehr darum, dass man Fragen stellt. Seine Teenager zum Beispiel. Da habe ich einen spannenden Gedanken gefunden. Zum Beispiel, dass man mal mit dem Teenie sitzt und sagt, du, wie wählst du deine Freunde aus? Auf was schaust du? Und dann merkt schon, oder? Dann muss man anfangen nachdenken, dann muss man mal ein bisschen studieren. Du, sag mal, so wie du deine Freunde auswählst, denkst du, das hat Auswirkungen auf dein Leben? Oder denkst du, das hat Auswirkungen vielleicht auf deine Zukunft? Was bedeutet es, wenn du mal erwachsen bist? Spannende Gedanken. Zuerst sagen, nachher fragen. Vielleicht etwas, was sich lohnt, um mal so ein bisschen darüber nachzudenken.
Jesus selber hat das Gebot auch aufgenommen und hat darüber geredet. Das war eine interessante Konstellation. Sie sind auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu Jesus gekommen und haben Jesus gesagt, hey, weil deine Jünger, schau mal, deine Jünger, die machen da böse Sachen, die tun nicht die Hände waschen, bevor sie Ähren essen. Und in unseren Überlieferungen von den Ältesten, die wir aufgeschrieben haben, steht, man muss da super gut die Hände waschen. Ich habe sogar gelesen, dass man gefunden hat, Aufzeichnungen von so einem Schriftgelehrten, der im Gefängnis war und das Wasser zum Trinken statt fürs Trinken, fürs Handwaschen gebraucht hat, weil ihm das so wichtig war und nachher verdurstet ist. Auf jeden Fall sind zu Jesus gesagt, wieso machen die Jünger das nicht, wieso halten sie sich nicht an die Satzungen der Ältesten? Und Jesus hat ihnen nachher gesagt, hey, wieso nehmen die Satzungen der Ältesten wichtiger als das, was Gott sagt? Und dann nimmt das Gebot von Ehre Vater und Mutter führen. Ich möchte das euch auch gerne vorlesen, so wie das Jesus sagt, im Matthäus-Evangelium, Matthäus 15. Jesus, er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes, um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Also interessant, Jesus sagt mit anderen Worten, das, was ihr als Überlieferungen aufgeschrieben habt, ist euch wichtiger als das, was Gott sagt. Interessant auch, dass Jesus die alte Schrift oder das Gesetz von Mose nimmt und sagt, das ist das Wort von Gott. Das ist zuverlässig. Auf das verlasse ich mich. Auf das stütze ich mich ab. Dem vertraue ich zutiefst. Für mich ist das auch so ein wirkliches Zeugnis, dass wir unsere Bibel aus dem Kasten rausnehmen und wie Jesus sagen, das Wort von Gott. Das ist das Wort von Gott. Da stütze ich mich darauf ab. Das verhebt. Das ist zuverlässig. Weil Jesus hat das genau so gemacht. Und Jesus sagt dann eben, das heisst, ehret Vater und Mutter. Und dann Vers 5 und 6. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, das braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferungen willen. Mit anderen Worten, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben eine Art einen Trick gehabt. Und zwar, wenn sie das Geld, das sie gebraucht hätten für die Fürsorge von ihren Eltern, wenn sie gedacht haben, sie wollen das denen nicht geben, haben sie gesagt, das soll eine Opfergabe sein für Gott. Und was man Gott verspricht, soll man Gott nicht mehr wegnehmen. Dann haben sie gesagt, ja, sorry Papi, sorry Mami, ich kann nicht für euch schauen, weil das Geld ist jetzt leider Gott versprochen. Und was Gott versprochen ist, das gilt. Und Jesus hat gesagt, stopp, stopp. Damit hebelt ihr das ganze Gesetz aus, weil um das geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, die Eltern zu ehren. Das ist der Wunsch von Gott. Mit anderen Worten auch, wenn ich jetzt noch den dritten Teil von der Grafik da, einblenden darf, für Jesus ist es logisch, dass das Gebot Ehre Vater und Mutter auch bedeutet, dass reife Kinder für bedürftige Eltern sorgen. Was auch immer das heute bedeutet. Eine Möglichkeit haben wir gesehen beim Einstiegsfilm, da sein für die Eltern. Aber es gibt ja ganz vielfältige Möglichkeiten heutzutage. Aber für Jesus ist es logisch gewesen, Eltern ehren für reife Kinder bedeutet auch für die Eltern sorgen, wenn sie bedürftig sind. Das 2, 3 einfach so ganz praktische Punkte. Und ich möchte dich fragen an dieser Stelle, was ist jetzt der Punkt, der dich vielleicht heute am meisten angesprochen hat, wo du mitnimmst, wo du sagst, das ist entscheidend, das ist wichtig für mich. Das will ich weiter bewegen, auch in meinem Leben von Gott. Vielleicht bist du auch da und sagst, hey, mir fällt das schwer. Ich habe wirklich eine schwierige Kindheit gehabt. Ich habe Missbrauch erlebt. Ich habe mehr auf den Deckel bekommen, als das überhaupt etwas Positives hatte. Ich weiss nicht, ob ich meine Eltern überhaupt irgendeine Art und Weise ehren kann. Ich glaube, das ist ein Thema, da muss man uns bewusst sein. Das kann man nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, dann vergib schnell und dann kannst du nachher schon ein bisschen ehren und so. Ich kann da auch nicht aus eigener Erfahrung erzählen, weil ich eine schöne Kindheit haben. Aber ich will dich ermutigen, wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die sagen, hey, da ist viel Belastendes rum, dass du trotzdem an dem Thema dranbleibst. Ich habe einen kurzen Ausschnitt, das habe ich auf der Internetseite gefunden, die10besten.ch, wo ich als ersten Film schon hatte. Dort hat es einen Verweis auf einen Beitrag im Fenster zum Sonntag, wo 2 Leute berichten, wie es ihnen gegangen ist. Und die eine Frau, die dort rein berichtet, Verena Wurster heisst sie, sie hat sehr schwere Kindheit gehabt. Sie ist als kleines Mädchen schon vergewaltigt worden. Als sie heimgekommen ist, hat man sie nicht unterstützt, sondern man hat ihr sogar noch Schuld gegeben. Und Schuld gegeben, dass
an allem Leid, das nachher in der anderen Familie passiert ist. Und sie ist einen Weg gegangen mit ihrer Geschichte und steht heute da als ermutigende Frau. Ich habe da 2, 3 Ausschnitte mitgebracht aus dem Beitrag «Fenster zum Sonntag», einfach um einen kurzen Einblick zu haben in den Weg. Und vielleicht ist für den einen oder anderen der Anstoß, um selber die Geschichte zu schauen und das als Anstoß zu nehmen, um mit der eigenen Geschichte vorwärts zu gehen. Also da 2, 3 kurze Ausschnitte aus dem Beitrag von «Fenster zum Sonntag». Herzlich willkommen, Verena Forster. Ja, ich habe mit 9 habe ich schon sexuellen Missbrauch erlebt, wo es ganz, ganz schlimm ausgegangen ist. Der Mann hat sich dann umgebracht, weil er ins Gefängnis gekommen wäre. Und dann hat meine Mutter gesagt, weisst, also nur weil du deine dummen Schnürren nicht gehalten hast, ist schliesslich nichts passiert und vielleicht hast du es selber wollen, hast du jetzt den Mann, du hast nicht nur den Mann umgebracht, du hast die ganze Familie umgebracht. Und dann habe ich gesagt, weisst was, ich sage euch keinen Ton mehr. Es ist endgültig Schluss, ich höre von mir nichts mehr. Ich habe nicht einmal mehr Zeugnis unterschreiben lassen. Also das ist ja eine unglaubliche Geschichte von deiner Kindheit, ja. Wenn man dann noch weiss, dass du wirklich, kann man sagen, von Anfang an in dieser Welt nicht willkommen gewesen bist. Überhaupt man hat nicht. dich eigentlich gar nicht wollen. Nein, man hat mich nicht wollen. Also du bist Nein. als Zwillingsmädchen auf die Welt gekommen. Genau. Und meine Mutter hat also geschrieben, ich will kein zweites Kind, ich will kein zweites Kind. Und es war sehr eine schwere Geburt gewesen. Und so, ich habe so Dellen gehabt, dann sagt der Arzt, ja, das sieht man, dass das kein Wunschkind ist. Schaut mal, dem Kleinen wachsen schon die Hörner zum Kopf aus. Also wirklich von Anfang an nicht willkommen, man hat eigentlich kein Mädchen wollen. Nein, man hat dann, nur einen Bub wollen. Mein Vater hat den Erstgeborenen gehabt, der ist 2 Jahre älter wie ich, und hat gesagt, ich will ein Brüderli. Aber dass es vielleicht ein Mädchen geben könnte, ist gar nie die Frage gewesen. Die haben auch keinen Namen gehabt für mich. Und dann sagt dann die Schwester, ja, aber jetzt müssen Sie also schon dem Kind einen Namen geben. Und dann sagt meine Mutter, ja, wir sagen dir Vrene. Ja, die zweite Kuh im Stall heisst Vrene. Ja. Verena, bei dir, wenn man deine Vorgeschichte gehört hat, ist es eigentlich eindeutig, da geht es ja um Versöhnung mit anderen Menschen, mit deinen Eltern zum Beispiel. Ja. Hast du das können richtig machen? Ja, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren meinen Eltern vergeben. Das ist für mich nie ein Problem. Also hast du ihnen gesagt? Aber sicher, ich habe auch ganz klar gesagt, ich meine, der Vater ist dann schon gestorben, als ich 19 war. Aber ihm habe ich so nicht mehr können sagen, aber meiner Mutter habe ich es können sagen. Ich hatte dort ganz ein tolles Erlebnis gehabt. Also ist es einerseits eine Entscheidung, die du triffst bei der Versöhnung, und andererseits ist es dann auch so, dass Gefühle irgendwann nachkommen? Jawohl, ja. Also zuerst hatte ich gar kein Gefühl gehabt und ich konnte auch mit dem gar nicht sehr viel anfangen. Aber ich habe gemerkt, in mir verändert sich was. Ich konnte anfangen, in kleinen Schritten zu mir stehen. Ich konnte anfangen, mich ein Stückchen wertschätzen in mini Schrittchen. Man hat gesehen bei dieser Frau, sie hat eine lange Geschichte, die sie erzählen könnte, wo sie auch viel Schweres erlebt hat, aber wo sie mit ihrem Schritt vorwärts gegangen ist. Und ich will dich ermutigen, wenn du an dem Punkt stehst und sagst, meine Eltern ernähren, das ist für mich weit weg, ich habe da mit ganz anderen Sachen zu kämpfen, dann geh trotzdem deine Schritte vorwärts und such das Gespräch, such Seelsorge, such Begleitung. Lass mal den ganzen Beitrag, den ich da auch angegeben habe, auf dem Handout, das kann man noch schauen, oder verlinkt unten im YouTube-Film. Einfach als Ermutigung, um trotzdem den Weg vorwärts zu gehen. Vielleicht sagst du aber auch, ich komme aus einer normalen, zerbrochenen Familie und ich habe jetzt etwas auf dem Herz, wo Gott mir gesagt hat, Ehre, Vater und Mutter, mal, das will ich mitnehmen für die Lebensphase, wo ich jetzt unterwegs bin und ich vielleicht versäumt habe in letzter Zeit, wo mir gar nicht wichtig war oder nicht bewusst, und du sagst, aber das fällt mir schwer. Irgendwie fällt es mir schwer. Ich weiss nicht, wie ich das schaffen soll. Dann möchte ich dich einladen, zum perfekten Vater zu gehen. Zum Gott im Himmel, der der perfekte Vater ist. Der mit offenen Armen wartet auf seinen verlorenen Sohn. Und dann nicht eine Strafpredigt haltet, sondern es Fest feiert, weil er sagt, wow, du bist wieder da. Ich möchte dich einladen zu dem Gott, was über ihn heisst im Jesaja, dass er ist, dass er einem tröstet, wie einem seine Mutter tröstet.
Ich will euch einladen zu dem Gott, der den Heiligen Geist schenken will, der Kraft gibt. Und Kraft auch überhaupt zu wählen. Der Sachen möglich macht, die uns Menschen nicht möglich sind. Der uns mitnimmt auf einem Weg, vielleicht von der Versöhnung, vielleicht von der Vergebung, vielleicht von einem ersten Gespräch, das für uns Menschen nicht möglich ist. Interessant, die Josia, die ich am Anfang erwähnt habe, sie haben das gelesen, es hat ihn zutiefst bewegt und er hat gesagt, ich schließe mit Gott den Bund. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, ich gehe mit Gott vorwärts und die Sachen in die Tat umsetzen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur da sind und hören und sagen, ja, das klingt gut und schön, sondern dass wir wie die Josia hingehen und Sachen in die Tat umsetzen. Es gibt einen ganz bewegenden Vers, was nachher heisst, über die Josia, den möchte ich gerne euch einfach zum Schluss auch mitgeben, als Ermutigung. Im 2. Könige 23, Vers 25. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem Gesetz des Mose. Lass uns sein wie die Josia. Nicht einfach etwas lesen und denken, ja gut, das ist vielleicht wichtig, sondern mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft in dieser näheren Verbindung mit Gott ein Stückchen Himmel auf Erde kommen lassen. In unsere Beziehungen, in unsere familiären Beziehungen, in unsere Kinder, ältere Beziehungen. Ich möchte gerne beten. Danke, Vater im Himmel, dass du der perfekte Vater bist. Für jeden von uns. Danke, dass du deine Arme weit offen hast. Danke, dass du eine unendliche Liebe hast. Und danke, Vater im Himmel, dass du dir nicht schade gewesen bist, deinen Erstgeborenen, deinen einzigen Sohn auf die Welt zu schicken, damit Jesus am Kreuz stirbt. Für unsere Unperfektion, für unseren Zerbruch die Strafe zahlt und uns Vergebung schenkt. Danke, dass wir so in einer Beziehung dürfen sein mit dir, Vater im Himmel, und du uns den Heiligen Geist schenken willst, der Kraft gibt. Nicht nur zu hören, sondern mit dem ganzen Herz, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Schritt vorwärts zu gehen, weil du, Heiliger Geist, bist unsere Kraft. Einfach einen kurzen Moment, beweg du selber das, was dir wichtig geworden ist in den letzten paar Minuten, wo dir Gott aufs Herz gelegt hat, und bring sein eigenes Wort vor Gott.